Hallo zusammen, ich stehe gerade in Zürich vor dem Kino Le Paris, Arthouse Le Paris. Ich habe gerade den Film La Femme la plus riche du monde gesehen, mit der Isabelle Huppert, La Grande Dame vom französischen Kino. Sensationelles Filmplakat, da sieht man einen Business-Tisch, einen langen. Sie sitzt da in einem weißen Tenue, mit einer ernsten Miene. Sie spielt die reichste Frau der Welt, so wird sie da genannt. Und zwar geht's um die Marianne. Sie ist quasi, sie hat wirklich, ist eine Geschäftsfrau, hat von ihrem Vater alle Werte übernommen, wie man ein Familienunternehmen führt. Und das Lustige ist, sie ist so wie in einem Goldkäfig. Sie hat keine Freude mehr am Leben, Arzttermin etc. etc. Da lernt sie einen Pariser Dandy kennen, den Pierre Alain. Und den lernt sie in einem Fotoshooting kennen. Und das ist ein Mann, der homosexuell ist und voller Lebenslust steckt. Und sie natürlich ansteckt mit dem. Sie sieht immer die Möglichkeit, auszubrechen aus ihrem Gefängnis, aus ihrem Goldkäfig, obwohl sie alle Mittel und alles Geld von der Welt hat. Und verfällt ihm immer mehr, aber nicht sexuell, weil der Pierre Alain ist ja homosexuell. Es gibt ganz verschiedene Arten von Liebe und genau das spürt sie mit ihm. Es ist klar, dass ihr Umfeld ganz hart oder zuerst überrascht und dann auch immer eigentlich negativer reagiert auf den Pierre Alain, wo eigentlich sich immer mehr zu ihrem besten Freund entwickelt und auch eine Konkurrenz wird zum Mann von der Marianne, wo eigentlich auch den Pierre Alain zuerst einmal machen lässt, aber nachher dann immer mehr eigentlich auch mal warnt und sagt, los, du leist dich da mit Leuten an, die sehr mächtig sind, die sehr viel Geld haben, das ist ein Schlangenkäfig. Das System wird zurückgeschlagen, du gehörst nicht dazu. Aber genau das ist, glaube ich, das, was der Marianne gefällt, dass nämlich der Pierre Alain ihre Lebenslust bringt, sie auch auf neue Gedanken bringt. Sie ist eine Frau, die nicht mal weiss, wie man bei einem Getränkeautomat eine Büchse Cola rauslässt. Und genau das ist der Pierre Alain. Er kommt aus einer ganz anderen Schicht und zeigt ihr, wie es geht. Jetzt, klar, den Klassenunterschied haben wir schon oft gesehen im Kino. Und die Walt Disney Company hat da eine Mickey-Maus-Komödie gemacht, sehr vereinfacht, sehr kindlich, sehr naiv, gut gegen böse. Das ist eben der Film gerade nicht. Es ist französisches Kino, es ist sehr durchdacht, es ist sehr, sehr gut gespielt. Natürlich die Isabelle Huppert. Man muss aber auch den Laurent Lafitte loben und Marina Foy. Der Laurent Lafitte als Dandy und Marina Foy als ihre Tochter. Weil die Tochter, die spielt eine immer wichtigere Rolle. Sie fängt sich dann auch an wehren gegen den Pierre Alain, wo eigentlich, sie sieht ihn als Schmarotzer, als Aufsteiger, wo der Marianne das Vermögen streitig machen will. Natürlich, er kommt auch Geld über, aber der Marianne ist es ja gleich, für was sie das Geld ausgibt. Beim Pierre Alain hat sie wenigstens noch etwas davon. Zum Beispiel in den Ferien, wo sie ihn sieht, wo er sie mit seiner Lebenslust, auch seinem kindlichen Gemüt ansteckt. Das ist extrem stark inszeniert. La Femme la plus riche du monde. Für mich eine der grössten Überraschungen in dieser Saison. Logisch, Isabelle Huppert macht tolle Filme, aber da muss ich wirklich sagen, spielt sie eine Figur, die extrem gut ist. La Pianiste zum Beispiel. Das sind Frauen, die quer in der Gesellschaft liegen. Ja, jetzt in diesem Fall eine sehr reiche Frau, die reichste Frau der Welt. Und genau das macht der Film speziell. Sie, aber auch die Entourage. Und der Film ist nicht nur witzig, satirisch, sondern er ist auch dramatisch gegen den Schluss, wo es dann ugly wird. Man muss auch sagen, das Ganze basiert ja auf einer wahren Geschichte. Also, so wird es einmal da beschrieben. Nämlich, es geht um die Erbschleicher-Affäre, wo die L'Oréal-Erbin Liliane Bettencourt, auf das bezieht sich's. Und die Isabelle Huppert und der Laurent Lafitte in der Hauptrolle spielen das extrem gut. Und man ist also wirklich gebannt dabei, fast schon wie in einem Krimi. Aber man kann auch immer wieder lachen. Vor allem in der ersten Hälfte des Films habe ich sehr viel gelacht. Nachher vergeht dann das Lachen ein bisschen im Maul. Es wird immer ernster. Und man sieht, ja, man kann fast sagen, Reichtum ist nicht immer erstrebenswert. Das heisst, immer bei den Reichen lernt man sparen. Bei der Marianne sicher nicht. Aber da muss man wirklich sagen, at the end of the day, Reichtum ist nicht immer erstrebenswert, schafft nur Probleme, schafft Ja-Sager, die man um sich hat. Und vielleicht ist der Pierre Alain genau so ein Nicht-Ja-Sager, wo eben Marianne braucht. Und um den Finger wickelt, man weiss es nicht. Auf jeden Fall, er gibt ihr etwas fürs Geld. Er ist ein Künstler, sie unterstützt ihn und das macht den Film speziell. Also ich denke, La Femme la plus riche du monde unbedingt anschauen, ist ein grosses Kino aus Frankreich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ade.